Hoi, Steffi. Ich habe es jetzt wieder gemacht. Wir haben Diskussionen gehabt, Jenny und ich, wo wir uns das letzte Mal bei Tacos gesehen haben. Weil ich glaube, so der Wortgehalt ist amigs relativ hoch auf meiner Seite und darum habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen, dass ich heute so ganz dezent mit dir rede. Ist gut? Nein, ist Ah, blöd. bringst du wieder deine sexy ASMR-Voice raus? Ich kann es nicht. I Ich cannot. hätte wirklich, ja, das wären Hörbücher. Das wären wirklich die Hörbücher. Aber ich kann es Ja. nicht. Man glaubt es mir Doch, sowieso nicht. doch, du könntest das schon. Ich meine, ich könnte es definitiv nicht. Meine Stimme taugt für das sowas von nicht. Aber Hey, you never know. Also vielleicht entwickelt sich ja der Halbschlau Vollherz-Podcast in eine total andere Richtung. Wir wissen es ja nicht. ja. Hey, aber von total andere Richtung. Was wir mit unseren Stimmen durchaus könnten machen, ich weiss nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, mein Partner und ich, aber wir haben diese Woche etwas geschaut, wo wir schon sehr, sehr lange nicht mehr geschaut haben. Magst du dich noch erinnern an Pingu? Ja, Naturally, oder? ja. Und so in den 2000er hat es mal so einen schweizerdeutschen Pingu-Verarschung gegeben mit dem Michi. Mit dem Michi. Ja, hey, wirklich. Und Hallo, wir haben fitte es Frau. wirklich wieder mal geschaut und es Hey, ist einfach immer noch sehr glorreich. es ist eigentlich erstaunlich, dass die jetzt noch nicht so ein bisschen, oder ich bin einfach zu alt dafür, sind die schon auf TikTok wieder verheizt worden? Weil, sorry, also die sind so lustig gewesen. So lustig gewesen. Du Michi! Nur Michi. Und dann eben so, Ich der meine, ich sage eine heute ist irgendwie so ein noch gross. Michi. Ja, es ist wirklich so. Und ich bin so, hallo, fitte Frau, fitte Frau. Und das, Fisch verteilen, Fisch verteilen, Fisch verteilen. genau, es ist, also, sorry, das ist jetzt schon, wir haben schon, unser erstes Vorhaben vom heutigen Podcast ist Ich finde, wieder. wir können durchaus so etwas synchronisieren. Also, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Also, falls irgendjemand jetzt da aus dazu zulässt, wo irgendwie Interesse hat, so, weißt, quasi uns berühmt zu machen als Synchronstimme, wir machen einiges. Wäre lässig, wenn es jetzt nicht irgendwie so Adult Content wäre, aber, also, wir wären schon ziemlich gut. Wir werden auch gut. Okay? Also, wir haben es einfach, wir Mm. tun es einfach ins Universum Dropping. geben. Ja, Dropping. ich finde, das funktioniert total gut. Ja. Darf ich ganz schnell angeben, ich habe vorher so einen feinen Znacht gemacht. Ich habe jetzt so ein Pasta-Trauma, aber es ist wirklich mega gut gewesen. Und die Ich geilen habe einen Rummo-Rigatoni. Pasta-Salat gemacht. We're Pasta Twins today. Nein, es ist wirklich sehr, sehr fein gewesen. Ja. Dafür einen grusigen Gurkensalat. You win some, you lose some. Aber eben. Also, weißt Kann du, ich wer mal. hat übrigens sehr gute Salat? Also der Salat, den ich gemacht habe, ist eben auch aus seinem Kochbuch. Und der hat übrigens nur sehr gute Salat. Und das Buch heisst wie die heilige Trinity von Foodgruppen. Das Buch heisst nämlich Soups, Salads, Sandwiches. Okay, also es tut alles recht schnell und easy. Es ist alles schnell und easy, meistens, nicht alles ganz, aber es ist die heilige Dreifaltigkeit. Und es ist von Matty Matheson. Also, der mit den Tätowierungen, der lustig. We Ja, love das ist him. Nicholas Oh, the Bear, the wo ja bear. lustigerweise in The Bear kein Koch spielt, Ja, aber Koch ist in real life. das ist wahr. Es ist wirklich so. Und vor allem, er ist wahrscheinlich der Einzige von denen, der wirklich kochen kann. So I guess so. ich finde vor allem auch, der ist im Fall auch so ein bisschen auf meiner Jack Black Sexy Guys Liste. Ich weiß es auch nicht. Also ich finde, Ja. aber again, er muss einfach hure lustig sein und dann hat er mich. Das ist schon so. Ja, und also wirklich, sein Kochbuch ist eigentlich genauso wie er, wie du ihn irgendwie wahrnimmst und was du von ihm erwartest. Es ist Mega. Okay. ja, Also Soups, ich muss Salads, das auch machen. Sandwiches. Shit Gut. I did buy, shit I do use. Es ist gut. Aber eben, ich habe also diese Woche habe ich glaube es fast nichts gekauft. Ich bin wirklich stolz auf mich. Aber ich habe etwas so Cooles gesehen, wo wirklich in mein Beauty-Bloggerinnen-Leben so gut passt. Darf ich gerade anfangen mit Shit I Ein didn't buy? Mini-Fridge. Hey, wirklich. Also gerade rein mit. Nein, es ist noch viel verreckter. Ich habe eine Pressemitteilung bekommen, letzte Woche, dass Birkenstock, Hebdi, eine eigene Nagellack-Kollektion lanciert hat. Und zwar wirklich, weißt du, so quasi mit Nagellack, wo in der genau gleichen Shade sind wie gewisse Schuhe von ihnen. Und jetzt haben sie da Nagellack, das ist Pale Rose. Süß. Hey, und dann haben sie im Fall wirklich, weißt du, so von ein paar von ihren ikonischen, das ist jetzt der Arizona, weißt du, der Gummischuhe, die Bodyschuhe, oder? Ja, super, haben wir auch. Hey, mega schön. Also, das ist jetzt ein bisschen eine langweilige Nagellackfarbe, aber Also ich und die finde im sind irgendwie Sommer, so. wenn du so braun gebrannt bist, Hey, ist und doch stell das dir noch vor, hübsch. die Nagellack ist wirklich
perfekt angepasst an deine Birkenstöcke. Ich finde es so eine coole Idee und es macht auch Sinn, weil sie haben auch Fußpflegeprodukte gehabt, schon vorher. Und jetzt mit Mhm. diesen Nagellack, ich finde es Ja. mega lässig und ich bin leicht obsessed und ich muss das glaube ich und eben vor allem, was ich auch gesehen habe, die Nagellack sind irgendwie so, weißt, früher sind sie so ein bisschen so 5 Free und 7 Free Nagellack, wo sie einfach irgendwie so gewisse Stoffe nicht drin haben und die sind jetzt irgendwie so 28 Free. Also so ein bisschen für Nagellack sehr, sehr clean. Ich weiß nicht, was am Okay. Schluss noch drin bleibt, aber ja, also das ist der Shit I didn't buy, weil ich hätte müssen den Nagellack für 15 Stutz und die Schuhe für 70. Ist dann gleich ein bisschen viel zusammen, oder? Ja, aber ich muss jetzt schon sagen, also mein Branding-Herz schlägt schon ein bisschen höher. Ich finde das extrem 'ne lässige Extension Nagellack für Birkenstock. Gell? Also Mhm. wirklich und auch Ja, Fußnagellack. Weißt du, macht schon ja. Sinn. Ja, Okay. macht total Sinn, finde ich Aber voll ich habe gut. es nicht gekauft. Hat Who hat knows? sich jemand etwas gewagt, finde ich gut. Ja. Ja, finde ich gut. Was hast Mhm. du nicht gekauft diese Woche? Ja, ich muss ausholen. Mhm. Ähm, Ich habe irgendwann meistens schicke ich der Steffi Nacht um 3, wenn ich nicht schlafen kann, irgendwelche Sachen von: «Steffi, schau, das ist mega herzig, das musst du posten.» Oder: «Steffi, gehen wir dort an oder machen wir das?» Oder: «Steffi, was haltest du davon, soll ich das zurückschicken?» Und Was? ja, true story. Das ist schon die Dynamik. Und ich habe dann der Steffi 'n Link geschickt zu der African Fashion Night, wo Ende Mai in Zürich ist. Und Steffi hat gefunden, ich meine, sie, ja, die soziale Dame der Nacht, die ja eh alle kennt, hat gefunden, ja, das ist eh Kollege, wir haben das organisiert. Also gehen wir eh. Und ich so: «Okay, gut, wir gehen eh.» Darling Olivia. Nein, ich habe so Freude gehabt, als du das geschrieben hast. Ja. Wirklich. Und dann habe ich eben gedacht, hey, dann habe ich den Dresscode gelesen und dann habe ich gedacht, ich will einfach nicht die langweiligst aussehende White Lady sein dort. Respektiere ich sehr. Gell? Weil ich finde einfach, das ist ein Ort, wo du dir blöd vorkommst, wenn du einfach quasi in einem schwarzen Kleid kommst. Es ist wirklich so. Weißt du, so, streng dich ein bisschen an, wenigstens irgendwie ein Kopftuch oder irgendwie so eine geile Tasche oder irgendwie, weißt du, du musst irgendetwas anhaben, das ein bisschen auffällig Ja, ist. aber ich bin eben eher so Scandinavian Fashion und überhaupt, und weil ich finde es total toll, African Fashion. Ich habe einfach nichts in diesen Prints. Aber ich bin jetzt natürlich auf dem Google Deep Dive und ich habe jetzt 2 Favorites, die ich schon sehr toll finde. Und jetzt geht es einfach wieder darum, welchen von denen lege ich vielleicht tatsächlich irgendwie mal noch halbwegs an, weil ich Es kaufe könnte nichts, für die auch wenn es sustainable Sommerferien. ist, für Single Ja, Use. ja, es ist schon so. Also du hast Also, mir das eine Kleid, kannst du schnell, wir machen genau. einen Also, wir Text. haben ein Maxi-Kleid in so Oh, das ist wieder Afrika-Print. cool. Ja, ich finde es schreit Sommer, weil es ist so luftig, Baumwolle mit Farben und Oder es nicht zu hat vor allem, ich muss es crazy schnell drauf. beschreiben, wenn ihr nur hört. Es ist wirklich, weißt du, es sind so afrikanische Prints und dann hat's oben, wie so die beiden Träger sind so wie so riesige Rüschen. In pink der eine und der andere ist gelb. Grossartig. Es sieht wirklich sehr Gell? lässig aus. Und dann habe ich noch gefunden, und das finde ich eben auch, einfach weil ich so etwas, ich glaube, einfach noch nicht so oft gesehen habe, es ist ein Deux-Pièce. Aber ein Deux-Pièce bestehend, also so braun, Weinrot, Ockerblau, Königsblaufarbe. Es ist ein Deux-Pièce aus so Shorts, wo so Longshorts sind, bis unter das Knie. Und dann oben hast du eine Shirtbluse, wo aber hinten so lang ist wie die Shorts. Also ich finde es auch mega cool, weil Culottes Und da sind könntest du so eben auch einfach nur das allgemein. Oberteil anlegen und dann Jeans zum Beispiel. Das stimmt. Aber sorry, aber das ganze Outfit, es ist ja ein Set. Hey, es ist der Burner, aber du könntest dort auch einfach eine Jeans zum Beispiel anlegen. Dann. True. Das ist total wahr. Und du könntest auch die Shorts im Sommer einfach mit einem weißen T-Shirt. Wäre auch gute Könntest du auch, Feriengear. Also von dem könntest du her. auch, ja. Ja, Ja. Also ich tue beide sehr befürworten. Wir können es ja in die Stories hängen, wir können ja eine Abstimmung machen. Weil, ja. ich meine, ich kann wie keine Ausrede, weil ich habe dann, ich kann nicht können sagen, anders als Jennifer Walter, die sagt, ich habe halt nicht so viele farbige Sachen. Ich habe literally wahrscheinlich etwa 17 farbige Sachen, die ich easy könnte anlegen dort. Ich habe mir vorgenommen, dass ich etwas möchte recyceln, dass ich nichts Neues kaufe. Hey, super. Aber also es ist wirklich, also wir finden einen Weg und wir gehen vor allem zusammen nach der African Fashion Night und ich freue mich total. Ja. Wird Und super. wenn jemand dort ist, der uns manchmal schlägt, können wir Hoi sagen. Unbedingt. Also, ihr werdet uns sicher finden, weil wir sind auch dort relativ laut. Also Wir tun zumindest es nicht mich, vormachen.
Steffi mit der Farbe blendet rein und ich bin einfach der boring white lady. Nein, I accept du bist my auch fate. etwas, ich lasse das gar nicht zu, dass du als Boring White Lady kommst. Das schaffst du gar nicht. Also es wird les. Die ist übrigens am 30. Mai. Also wir machen jetzt schnell ein bisschen Werbung, weil es ist wirklich ein lässiger Anlass im Kunsthaus Zürich. Und, also im Kunsthaus, im Vortragssaal nebendran. Und es hat, glaube ich, noch Billett, aber ich weiss aus zuverlässigen Quellen, dass es jetzt nur noch hinten ein paar Sitzplätze hat. Also ihr müsst euch sputen, wenn ihr noch kommen wollt. Aber es ist mega lustig und vor allem, es ist eben nicht so eine Fashion Show. Ich bin ja an der Zurich Fashion Weeks gsi, weißt du, in dieser ersten Ausgabe. Und es ist so, sehr, sehr verhalten gsi. Und African Fashion Night ist das Gegenteil. Es ist einfach eine rechte Party mit Sound und mit lustigen Moderationen. Es ist wirklich les. Macht Ja, also ich erwarte so ein bisschen, also ich tue jetzt so, es wäre schon tausendmal gewesen. Ich habe genau Erlebnis von N gleich 1. Ich bin einmal so an einer African Beats Party gsi mhm. im Schiffbau, glaube ich. Okay. Schon auch recht eine gute Fete gsi. Ja. Es ist einfach Stimmung. Mhm. Und einfach, ich weiß auch nicht, Ja. es ist immer ein bisschen lustiger. Da Auch freuen again wir the uns. awkward white lady with no dance moves, aber hey. Das macht nichts. Wir werden fantastisch aussehen und wir werden nachher Red Carpet oder Green Carpet Fotos machen. Ich freue mich schon drauf, das wird super. Sounds like a plan. Gell? Ich finde auch. Wir haben Ja. sowieso ganz viel vor, wir zwei. Sollen wir das jetzt schon teasen oder machen wir es erst am Schluss? Nein, wir teasen es am Schluss, damit die Ja, Leute das finde ich gut. dranbleiben bis Also am wir haben ein bisschen News. Wir haben ein bisschen News, wo auch euch betrifft. Just saying. Und es ist mega Mhm. gut. Ich will wirklich bleiben bis zum Schluss. Wenn du jetzt vorspulst bis zum Schluss, dann pfui. Es ist wirklich so. Aber ihr haltet es aus, wirklich. Weil ich habe eine Mhm. coole Am I the Asshole-Geschichte, aber sie ist nicht so lang. Das Manchmal ist ist es gut. ein bisschen Märli. Also von dem her, Ja. ja. Also komm, hit us. Soll ich? Okay, Mhm. also ich lege los. Freunde, ich habe wieder mal ganz etwas Gutes gefunden in der Tiefe von Reddit inne. Und der Titel von unserer Am I the Asshole-Geschichte heute ist «Bin ich das Arschloch, weil ich es nicht okay gefunden habe, dass bei unserem ersten Treffen seine Mutter dabei war?» Also, das ist setting the stage. Ich tue jetzt einfach schnell erzählen. Ist gut. Also, ich, Klammern weiblich 24, hatte vor ein paar Tagen ein erstes Treffen mit einem Mann, Klammern männlich 23, den ich online kennengelernt habe. Wir haben uns über einen Text auf Anhieb total gut verstanden, also haben wir auch relativ schnell ein Treffen vereinbart. Wir haben etwas trinken. Ich habe mich also schick gemacht und mich total gefreut, ihn kennenzulernen. Also, sie schreibt dann weiter, als ich beim Restaurant angekommen bin, habe ich mich so ein bisschen gewundert, wo er ist, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und ich bin selber ein paar Minuten zu spät gewesen. Also dann bin ich zuerst mal wieder raus aus dem Restaurant, bin eins rauchen und habe mich gefragt, wo er ist. Und ich habe schon gedacht, ich sei irgendwie hocken lassen worden. Aber es ist schlimmer gekommen. Mhm. Er hat mir dann geschrieben, als ich gesagt habe, wo bist du, hat er gesagt, ich bin drin, ich warte auf dich. Also bin ich wieder reingegangen und habe ihn gesucht. Und als ich ihn dann an einem hinteren Tisch gesehen habe, bin ich verschrocken, dass dort eine Frau neben ihm sitzt. Ich habe aber zuerst gedacht, das sei vielleicht eine Bekannte, die er angetroffen hat. Wir haben uns auf jeden Fall herzlich begrüßt und dann hat er mir die Dame als seine Mutter vorgestellt. Ich war sehr perplex, weil er nicht erwähnt hat, dass er sie mitnimmt. Und ich habe das auch angesprochen, habe gesagt, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Und er hat dann gefunden, er hätte so ein gutes Gefühl gehabt und hätte das Ganze wirklich grad direkt ernster angehen. Und ich habe dann das ein bisschen lachend abgetan und bin erst mal geblieben. Also, sie hat am Anfang höflich und interessiert gewirkt, hat aber ziemlich schnell das Gespräch übernommen. Mit der Zeit hat es sich aber immer mehr angefühlt wie ein Kreuzverhör. Die beiden sind nebeneinander gesessen, also ich allein gegenüber, und sie hat sehr viele persönliche Fragen gestellt, hat ihm mehrmals ins Gesicht gelangt und hat ihn so seitlich umarmt. Und mir ist das total unangenehm gewesen und ich habe mich recht fehl am Platz gefühlt. Also, ich bin dann auf das aber kurz aufs WC gegangen und habe erst dort so richtig geschnallt, was gerade passiert. Und dann bin ich also zurück an den Tisch, habe mich bedankt für den kurzen, netten Abend und habe irgendwie 10 Stutz angelegt für mein Getränk und bin gegangen. Und ich habe mich dann nachher auch nicht mehr gemeldet bei ihm. Und später hat er mir dann geschrieben, mein plötzliches Gehen sei respektlos gewesen und schade, weil wir uns doch so gut verstanden haben. Und wir haben uns ja gut verstanden, aber wir haben auch darüber geredet, dass wir beide Familienmenschen sind, aber darum bringe ich doch nicht unangekündigt meine Mutter zu einem ersten Date mit, oder? Also ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem schlechten Bollywood-Film. Ich habe ihm das auch so gesagt und habe ihn nachher blockiert. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt trotzdem schlecht, weil er eigentlich total ein netter Typ ist. Hätte er das vorher kommuniziert, hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Bin ich das Arschloch? Wo du angefangen hast, habe ich zuerst gedacht, vielleicht so, weißt du, vielleicht ist er einfach irgendwie
religiös und dann gibt's das doch manchmal, dass man so Chaperones hat zum Genau, ersten Date oder genau. so. Und ich Ja. dachte, ja, okay, ich meine, maybe. Und dann habe ich gedacht: „Ist er Italiener?“ Ja, es wäre auch ein naheliegender Gedanke. Keine Ahnung gewesen. Und dann Mhm. finde ich einfach: „Ja, run, girl, run.“ Nein, what? Es Also, ist ich finde, ja, du darfst ja schon ich meine, das Erste ist, dass es unangekündigt machst, dass du einfach einlädst. also, weißt du, das Und wäre mit jeder Person. Weißt du, so quasi, wenn du an ein Date genau, gehst und genau, die das nehmen also, vielleicht aus personenunabhängig. Sicherheitsgründen, das hat's ja auch schon gegeben, dass Frauen dann einfach irgendwie, weisst, 'ne Freundin mitnehmen, weisst du, weil sie einfach finden: „Ich fühle mich sonst nicht safe“ oder so. Ja, aber Aber die würde doch dann einfach an der Bar hocken und du bist an einem genau, Tischli, oder? die wäre dann vielleicht hin und würde ab und zu überzwinkern, ich weiss es nicht. Aber dass du's Legitim. Mami mitbringst und also, weisst, ich kann's schon noch 'n bisschen verstehen, weißt du, so 'n bisschen Crossed Wires, weißt du, wenn er irgendwie findet: „Ja, aber du, weißt, wir sind beide Familienmenschen“ und so, dann habe ich gedacht, das geht gut. Und es hat also natürlich ist das Fazit von den Redditors ist natürlich Not the selbstverständlich ist asshole. die not the asshole mit Mhm. irgendwie etwa 90%, aber es hat einen Mhm. Kommentar, der so gut war, dass ich den vorlesen muss. Jemand hat geschrieben: „Plot Twist, du hast die ganze Zeit mit seiner Mutter geschrieben.“ Das finde ich so 'nen lustigen Gedanke. Aha, Ja, ich meine, could very well be. es ist doch spooky, oder? Vielleicht hat Also er einfach irgendwie so dermaßen krasse Social Anxieties, dass sie, da irgendwie auf Tinder geht swipen für ihn. Also, ich meine, nicht weniger weird. wirklich nicht. Vor allem stell dir vor, die Kommunikation, wenn's wirklich so wäre, weißt du, so: „Mami, sie hat geschrieben, kannst mir 'ne Antwort verfassen?“ Weißt du, so einfach Ja, und dann so: „Mami, ich würde sie mega gern treffen. Weisst, ich habe 'nen Stiefen.“ „Oh, so Schatz, das können wir jetzt also nicht so schreiben. Wir müssen da zuerst ein bisschen Foreplay machen.“ es ist wirklich du bist dort hingegangen. Ich habe gefunden, wir können's uns einfach Ah wirklich ja, weißt, 'n bisschen vorstellen, aber nein, die Frau Walter steigt grade ein in die ganz ja, schlimmen sorry. Gedanken. Man kann uns ja nach der 8. hören. Man muss uns nicht grad am Morgen hören, man kann uns auch am Abend hören oder mit Kopfhörer. Es ist wirklich so. Oder, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie so quasi neue Jobzweige suchen, ihr könnt uns offensichtlich auch anrufen und, anstellen als Sexting-Ghostwriters. Also, sorry, weißt du, never know. Ich muss jetzt Wäre nicht sagen, hure-gut. aber Ja, wäre hure-gut. Nein. flirten, wirklich. Ich weiss nicht, ob ich das könnte. Ich habe jetzt literally ich kann jetzt natürlich man muss es mir einfach glauben, ich habe natürlich zero Erfahrung in dem. Ich habe in meinem Leben nie müssen auf so über so schon nur auf WhatsApp, geschweige denn auf einer Dating-Plattform so hin und her schreiben. Weißt du, so: „Hey, was machst du? Was hast du grade an?“ Ich könnte es so nicht. So nicht. Nein, nein, das habe ich wirklich auch nie gemacht. Also A, weil das letzte Mal, als ich gedatet habe, hat's ich habe Was gesagt, hat's haben wir das Internet noch nicht gegeben, was nicht ganz so stimmt, aber es hat noch kein ist Facebook gegeben, krass. glaube. Wann hat's Ja, Facebook gegeben? 2006, 7, 8, so um das herum. Ah, Facebook 2004. Ja, Ja, also ja, siehst du, ich habe vor Facebook das letzte Mal gedatet. Ähm, ich und auch. von dem her weiss ich's wie nicht, aber was ich schon bekommen habe, damals so MSN? MSN, oder? MSN, ja. Messengers, MSN und ICQ-Zeiten, Mhm, naturally, mhm. sind so unsolicited Dickpics. Haben wir schon Das mal habe ich über schon das bekommen, muss geredet ich und sagen, ich muss damals. das vorsichtig formulieren, aber ich habe noch nie in meinem Leben 'n Dickpic bekommen. Und ich finde es fast ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin 52. Ich würde es vertragen, Weißt du, das wirklich. Problem ist einfach, jetzt kommst du einfach wahrscheinlich welche über, weil jetzt hast du es verschrauen. Nein, ich habe es im Fall auch schon erwähnt, irgendwie so und ich Ah. komme nie Dickpics über. Also doch, ich habe Ja. meinen Freundinnen gegenüber habe ich das erwähnt und dann haben sie mir die ganze Zeit so, weißt, Fotos geschickt von denen, weißt, so mit diesen komischen Rüebli, weißt, die so komisch verwachsen sind und einfach alles so Prospezia rara. ja genau, Sachen aus der Natur, die aussehen wie 'n Pimpel, aber kein tatsächlicher Pimpel. Es Ja, ist aber wirklich weißt so. du, ich meine, das Problem ist ja, ich würde jetzt mal sagen, von 30 ist ja wahrscheinlich nur einer wirklich beeindruckend. Es ist ja, und also weißt, ich finde Ja. beeindruckend ist die eine Sache, aber überhaupt also weißt, Schön, ja, ästhetisch, es sieht pleasant. die sehen alle total silly aus und jetzt lassen wir uns ein bisschen auf den Äst raus. Es tut mir leid, ich sage natürlich nicht, dass alle Penisser von der Welt silly aussehen, aber ich finde sie schon ein bisschen silly. Nein, nicht vielleicht, aber silly. Aber ich finde, man darf schon einfach sagen, dass weibliche Geschlechtsteile, oben und unten, einfach ästhetischer sind.
Ich gebe dir recht. Ich glaube, das müssen wir einfach so stehen lassen. Weil jetzt bin ich wieder im Kopf wieder, weißt, habe ich wieder den Bogen gemacht zu ihm, der mit der Mami, weißt, als Date kommt. Was Und, ist denn das für ein Bogen? Tell me. was? Wie, tell Was? me. Was für einen Bogen hast denn du jetzt gemacht zu dem Einfach bis im und Kopf, wenn wir die über Mami? Ästhetik von Penis reden und dann nachher wieder zurück zu unserer Story, wo irgendwie, weißt, Meinst mit du, der seine Mami. Mami hat sie wollen daten? Gar nicht er hat sie wollen daten, sondern Ich seine glaube, Mami seine hat sie Mami wollen findet daten? eben auch Dickpics blöd. Ich glaube, sie sind gar nie so weit gekommen. Vor allem hat sie ihn nicht sowieso blockiert. Also es kann gar Oh, nicht mehr entstehen. Es ist wirklich. Also ich schade. finde, die ganze Geschichte ist ein bisschen sad und sie ist auch sehr, sehr lustig. Und sie macht mich wieder einmal glücklich, dass ich nicht muss daten. Also ich finde das schön. Ja, ja, Es ist ja, wirklich kann man so. schon so sagen. Bisschen schwierig, Good aber eben. Lord. Ja, aber es hat ganz viele tolle Reddit-Threads gehabt diese Woche. Also ich bin recht abgetaucht, muss ich Das ist sagen. gut, dann Ja. können wir ein paar noch, dann, ein paar Goodies. Du musst dir die paar Besten jetzt wirklich aufspannen für das One-Hour-Special, wo wir Stimmt, stimmt, irgendwie haben mal wir noch angefangen. Sollen wir einlösen. das machen? Sollen wir das am längsten Tag machen? Ja, das haben wir Dann doch können wir mal gesagt, über am das. 23. Juni. Ja, genau, genau. Also Haben dann wir doch machen wir dort gesagt. ein Special Ja. oder wir können ja so einen Open End. Nein, weißt, ich finde es ja immer, also sorry, schnell ein bisschen Background-Informationen. Ich meine, Jenny und ich haben, wahrscheinlich ist es jetzt bald über ein Jahr her, wo wir das erste Mal uns getroffen haben und dann einfach die Idee entstanden ist mit dem Podcast. Ist schon bald ein Jahr her, würde ich sagen. Ja, Und ja, ja. dort ist etwas von der ersten Sachen, die wir besprochen haben, ist, dass ich gefunden habe, hey, nein, es muss einfach ein kurzer Podcast sein, wenn schon eine halbe Stunde Maximum. Ich kann nicht länger hören. Und ich habe jetzt einfach wieder gemerkt, wie viele Podcasts es gibt, die einfach 2 Stunden gehen oder 3 Stunden. Und ich weiss schon, dass ich ziemlich, weißt, so ein bisschen flapsiges Zeug bespreche, aber ich könnte gar nicht, weißt, so 3 Stunden lang über irgendetwas referieren. Also vielleicht über Mascara, aber sonst, I don't know. Es Ja, ist so, vielleicht ja. Beauty-Podcast. Du, aber Hey, wie ist jetzt bei dir der Scenic Route? Ich meine, du hast ja Gespräche. Was ist so der längste Podcast, den du bis jetzt gemacht hast? Das sind ja so solche seriösere Themen. ja, also Gespräche gehen meistens länger. Das längste, was ich glaube, habe, ist glaube 1 Stunde 20. Aber das Okay. war einfach so mega gut gewesen, dass wir nicht haben abklemmen und plötzlich beim ersten Mal auf die Uhr schauen schon gemerkt haben, dass es schon über 1 Stunde ist. Okay. Und so meine Einzelthemen, die sind nämlich schon vielleicht auch so zwischen 20 und 30 Minuten. Ja. Weil irgendwo durch, ich weiß nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, bei diesen Themen können auch nicht immer alle so vielleicht voll zuhören oder so. Das ist ja dann auch Ja. nicht vielleicht immer so easy Kost. Aber Okay. Aber ich ja, habe aber eben unsere «Am I the Asshole» Special Edition, da können wir einfach sagen, wir machen es so lange, wie wir können. Solange es Asshole-Geschichten gibt, erzählen wir sie. Das wird jetzt alles ich sehr weiß nicht, ob dramatisch. wir das wirklich wollen, aber vielleicht nein, aber das Lustige ist, ich habe jetzt eben grad, letzte wieder, überlegt, ich muss jetzt wieder mal eine neue Folge aufnehmen und ich tue ja amix ich bin ja vielleicht von denen aktuell momentan am meisten auf Threads aktiv Mhm. und das ist ein Twitter-Nachfolger und dann tue ich amix so Sachen, wo dort so ich nenne das immer Brain Farts and Sparks. Du weißt nie, ob es ein Fart oder ein Spark ist, oder? Und dann tue ich das dort wie Ja. testen und wenn es dann ankommt, dann gibt es vielleicht eine Podcast-Folge daraus. Und jetzt habe ich den letzten Ding, das ich abgesetzt habe auf Threads, sitzt momentan irgendwie bei 15.000 Likes. Und ich glaube, jetzt müssen wir dort eine Episode daraus machen. Und das ist so, weißt du, das ist eben das. Dann gehst du amigs dann wieder mit so Shit viral, wo du dann denkst, ja, das müsste jetzt auch nicht sein. Oh, es stimmt ja schon, aber es müsste jetzt vielleicht nicht sein. Ähm, es ist eine Antwort auf jemanden, der gefragt hat, und die Frage war, Dear Science Professionals, what truth do we need to know from your specialty? Ja, habe ich gesehen. Genau, und dann habe ich halt einfach Geschrieben. gefunden, ja, Sociologist here, what? Und Mhm. one truth is never underestimate the power of stupid people in large groups. Ich so. Applaus. Which is very true. Und das Absolut. lässt jetzt irgendwie fast auf 16.000 Likes. Es ist wirklich so. Also ist mir aufgefallen, weißt, auf Threads, du tust dich schon auch sehr gern, du kannst dich wirklich gut ausdrücken und du bist so ein mega herziger, harmloser Trigger für ganz viele alte weisse Männer, die dann genau finden so, weißt du, so, und es ist einfach irgendwie so, Paul, es ist gut, du musst nicht jedes Mal, Jenny weiss schon, was sie macht. Paul, kannst auch drüber scrollen. Ich finde es so geil. Ich finde es super. Ich mache das So ein großartig. fluffiger Trigger. Ja, ich finde das super. Ja, Also, also das von wird dem dann auch her, die letzte Podcast-Episode sein.
Gut, Das muss ein da bin bisschen ich sehr gespannt. elaborieren. Yes, please do. Ich finde das spannend. Und wir können auch mal über das reden, weil ich bin so auf Threads extrem nicht aktiv. Weil ich einfach irgendwie dort auch so sehr, sehr schnell ich finde Aber du wärst es super auf Threads, du schreibst ja gut. ja, aber es ist, weißt du, so, ich möchte mich dann nicht die ganze Zeit so in Gespräche verwickeln. Und ich gemerkt habe, bei Mhm. Threads tue ich total gerne Tipps abgeben. Wenn jemand sagt, hey, was muss ich in der Schweiz unbedingt machen? Oder hey, was ist die beste Sonnencreme? Das mache ich total gerne. Aber weißt du, mich dann irgendwie wirklich, weißt du, so ein bisschen auf den geistigen Faustkampf einlassen mit den Leuten, Nein, die du über müsstest ja Grundsatz. nein, du könntest zum Beispiel einfach Listicles machen von deinen Favorite Beauty Sachen. Das Irgendwie stimmt. Top 10 Sunscreens, will not debate you. Genau. Du Einfach kannst ja irgendwie so einen wie der Disclaimer Metro machen, Guy. 100% agree. Ja, das finde ich gut. Das oder? sind gute Ideen. Top Weil 5 lipstick shades in pink, will not Jennifer, discuss. hörst du auf, bitte? Weil es ist, weißt du, so auf meiner Liste, ich habe den ganzen Tag zu tun, ich muss so viele Sachen machen und jetzt habe ich schon wieder etwas, was ich mega cool finde, wo ich eigentlich keine Zeit habe dafür, wo ich glaube, es gerade machen muss. Also, Ja, das ist gut. thank you für die Inspo. Das ist Ich gut. schlafe Ich wieder eine laufe Stunde mich gerade weniger. warm. Ich laufe mich gerade warm Ich für, sehe es, ich sehe ja, es. nein, das ist gut. Das ist ein gutes Sparing, weil ich bin nächste Woche bei der ETH. Hey, also bist du schon ein bisschen nervös oder ist easy? Nein, grundsätzlich nicht. Also, grundsätzlich nervös nicht, weil ich habe die Materie ja schon ein paar Mal unterrichtet. Es ist einfach mehr, du weißt einfach nie, es sind 22 Leute und du weißt halt einfach nicht, was das für Leute sind, so vom Charakter. Ich weiss sehr Mhm. wohl, was das für Leute, also was die Leute machen. Das sind alles Mhm. MINT-Doktorierende. Also, Also wärst du so quasi alles total extrem weit schlaue rausgekommen? Leute, die irgendetwas studieren, wo ich eigentlich keine Ahnung habe davon. Hm? Und ich arbeite mit ihnen einen Tag lang zum Thema Personal Branding. Was jetzt auch zum Beispiel an die Frage würde beantworten, wo du doch auch schon mal gestellt bekommen hast. So, wir finden Jenny total super, aber what the fuck macht sie eigentlich? Was macht die jetzt Das müsste eigentlich? vielleicht Ja. auch ein neues Segment sein im Podcast. What the fuck is weißt du, es ist wirklich also, ja, Mhm. fände ich eigentlich schon Ja, spannend. ja. Nein, aber du wirst das rocken. Du wirst das Ja, extrem das ist gut, rocken. das war gerade Sparing gewesen. Das ist super. Gut, super. Sie ist total vorbereitet. Nein, danke. Und wir haben irgendwie so quasi, unser Abschluss amigs von unserem Podcast ist: «Das musst du gehört haben.» Und ich Mhm. finde, heute haben wir etwas mega Lässiges. Ja, und das ist wirklich jetzt auch etwas, wo wir auch vorbereitet sein emotional und sonst auf ganz allen Ebenen. Nein, nehmt jetzt ein schönes Stiftli führen und Mhm. schreibt euch den 5. September 26 auf. Ja. Wenn dann schön Wetter ist, dann treffen wir uns alle in Altstädten, Zürich, nicht St. Gallen, for your weirdos Ja, out there, bitte erklären. im Mikas Garten. Was machen wir Was dort, ist Steffi? Wir machen einen Flomi. Und zwar hat Jenny und ich ja gesagt, gehabt, wir haben irgendwie so mit Ideen, mit Kleiderswappen und weiss nicht was, mit unseren Plus-Size-Lumpen, wo wir irgendwie finden, das habe ich jetzt genug gesehen oder ich habe es doch nicht angelegt. Und jetzt machen wir zusammen einen Flomi. Wir haben 2 Tische, wir nehmen unsere Waren mit. Und zwar ist das am Samstag. Schreib's auf. Schreib's auf. Ich möchte nicht, ihr daheim einfach notieren. Jetzt gerade im Ich Google-Kalender. habe einen mega herzigen Stift. Das ist wirklich cute mit dem Ja. Panda-Bär. Hey, Samstag, 5. September, das ist im Mikasgarten in Altstädten. Es ist so weit, es ist fast an der Stadtgrenze. Und zwar vom 4 Uhr bis am 8 Uhr. Also es ist am Es ist Nachmittag einfach bis am halb weg Abend. zwischen mir und dir. Ja, es ist wirklich so, wir treffen uns auf halbem Weg. Mhm. Und wir können auch lässige Sachen verkaufen. Und vor allem, sind wir ehrlich, wir werden dort sein und haben wahnsinnig Freude, wenn «Halbschlau voll Herz» Hörerinnen kommen und auch sonst irgendwelche Leute und einfach unsere Sachen wollen anschauen und anprobieren und so. Und ich nehme Accessories und ich nehme Kleider. Und Ja, vielleicht haben wir ja das von der African Fashion Night, wo wir angehabt haben, finden wir so, sorry, das ist jetzt so breit getrampelt, das kann ich jetzt wirklich verkaufen. Ich vielleicht. bin mega gespannt, ich freue mich total. Ja, Und also ich eben nur bin bei wirklich schönem recht Wetter. gespannt zum Ausmischen. Ja, nur bei schönem Wetter Ja, leider. ja. Und ich bin schon gespannt. Also ich habe wirklich eben, ich habe noch Schmuck, ich habe noch Schuhe, ich habe Kleider, ich habe Taschen, ich habe wirklich querbeet Mega. Sachen. Was hast du für Mit, Schuhgrösse? ja, 41, 42. Okay, gut. Ich habe auch ein 40. Also Big Feet sind sehr willkommen Ja, dort. Ja, genau. Und es ist okay. wirklich, es sind wirklich schöne Sachen und ich würde mich schon freuen, wenn sie ein neues Netz daheim haben. Eben. Also ich komme auch mit ganz lässigen Sachen. Und es ist zwar September ist immer so Zipfelende vom Sommer, aber ich werde mich also achten, dass ich nicht einfach in die Sommerkleidchen mitnehme, sondern auch Sachen, die man irgendwie wirklich dann gerade anlegen kann. Also ich Ja, aber ich freue glaube, mich letztes Mal über im Sachen September war es mehr. noch mega heiß gewesen.
Ja, das stimmt. Und zwar so richtig. Aber nein, das wird mega cool und es ist ganz fix in unserem Kalender eingetragen. Also, Und wenn er 5.9. genau. Und wenn ihr nicht wollt, kannst schauen und auch ganz fest auf Shit didn't buy sind, ist das voll okay, dann könnt ihr einfach mit uns ein Aperöli trinken. Da freuen wir Ah, uns das ist auch voll mega. easy. Ja, fände ich im Fall auch traumhaft. Also, wir haben jetzt verschiedene Ziele, die wir jetzt noch erreichen müssen. Ich tue jetzt einmal die Asshole-Geschichten sammeln. Mhm. Ich gehe fest in mich rein und probiere nicht in den Birkenstock-Store reinzulaufen, im ersten überhaupt in der Schweiz, wo jetzt gerade in Zürich eröffnet hat. Aber Oh, oh no. Wenn sie, es ist, muss bei der Weinbrücke sein, also beim Weinplatz, also die Altstadt. okay. Also, Ja, 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 irgendjemand ja. grad dort sind so Storchen, um den Storchen herum. Und also, ich Nein, habe so 'n so Seich. Lust. Ich bin ja an der Rheinstrasse und dann muss ich ja nur runterfallen und dann bin ich Es genau im ist Birkenstock du rollst mehr oder drinnen. weniger dran vorbei. Es ist wirklich so. Ja, Ich aber, finde, das ist wirklich 'ne Tragik. ich kann ja einfach mal schauen, ob sie zufällig Nagellack dort haben, weil online sind sie nur bei Niche Beauty erhältlich. Und darum, Oh, also wenn es im Laden gibt, nicht dann einmal auf mache ich das halt Birkenstock so. selber. Nein, Aber lustigerweise. Niche Beauty schickt in die Schweiz. Ja, das stimmt. Und zwar wirklich so ein bisschen recht zollfrei, das ist noch nice. Ja, und sie haben auch Atelier Westmann zum Beispiel, was auch Ja. seriös ist. Weißt du was? Nein, und jetzt tun wir wieder enablen. Ich finde das kein gutes Schlusswort. Nein, kauft es nicht. Ist gut. Ihr müsst nicht kaufen, ihr seid auch so toll. Und vor allem sind ihr Das alle ist toll, so. weil ihr uns so Da zuhört und die natürlich. Stange haltet. Das ist wirklich Man muss kein nicht Gemüse. Konsum kaufen, um etwas zu beweisen. Man kauft einfach, weil's cool ist. Ich möchte einfach, weil es Spass macht und ich möchte Ja. auch hellviolette Nägel, die zu meinen Birkenstöcken passen. Aber das ist ein anderes Ja. Thema. Ich würde So, sagen, schau, was meine für Farbe haben. Damit ich den richtigen ich Farbcode habe nachher bei ja, Niche. ich habe eben auch hellblaue und das wäre also auch ein cooler Nagellack. Aber eben oh, sorry, am Schluss noch ein Fernsehtipp. Haben wir schon über Margot's Got Money Problems geredet? Ja, ich habe Hey, gesagt, leset das Buch. hey, also gut, also ich müsste jetzt natürlich ins Buch hineinknündeln, aber ich habe jetzt ein bisschen viel gelesen letzte Woche, I swear. Hey, und die Serie ist so lässig, sie Wo macht so läuft die denn? Spaß. Es ist, glaube ich, eine Hulu-Serie Ah. und wir haben sie aus dem Internet gefunden. Lalala. Und es ist Also, es mega ist schon lässig. draus in dem Fall, das habe ich nicht Ja, gewusst. es ist Okay. schon draussen und es ist wirklich so, es ist mit der Dakota Fanning und mit der Michelle Mhm. Pfeiffer und, oh, jetzt habe ich grad seinen Namen vergessen, einfach auch ein grossartiger. Also, es ist auf jeden Fall macht mega Spass. Es ist für amerikanische Verhältnisse ziemlich raunchy. Du siehst viel Brüste, aber es ist Cool. so cool. Wirklich Ja, ganz, aber ganz wirklich, nice. also, leset eben, ich kenne die Serie noch nicht, aber leset wirklich auch das Buch. Das Buch ist so, so toll. Also, definitiv eins von meinen literarischen Highlights von den letzten paar Jahren. Ja, ist gut. Also, haben wir uns notiert. Ich gehe jetzt cheap das schauen und wir hören uns nächste Woche wieder. Passt. Hey. Bis bald. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao.